Hi Leute, grüßt euch, Servus und habe die Ehre. Ja, ich habe es geschafft. Ich nehme euch jetzt mit, live. Ist jetzt ungefähr 15 Uhr, glaube ich. Weiß ich nicht, ob die Zeit voll übersehen. Und gehe jetzt mit euch ein bisschen spazieren an der Ostsee. Es sind fast keine Touristen da. Also im Sommer, glaube ich, geht es da richtig zu. Was mir auffällt, jeder, glaube ich, hat einen Hund. Also ganz beliebt zum Gassi gehen. Ich weiß nicht, wie der Ton ist, weil das Meer ist doch ziemlich laut. Suchen wir uns mal irgendwo ein Plätzchen. Kaffee habe ich dabei. Sonnenuntergang werde ich nicht ganz schaffen, weil ich morgen um 8 Uhr wieder los muss. Irgendwie hängt das Bild total schief. Naja, mal schauen. Vielleicht findet man irgendwo eine Stelle, wo ich den Gimbal abstellen kann. Ah, da vorne sind Steine. Steine ist ja gut. Störlermager. Sehen wir jetzt da vorne hinstellen. Ah, so ein schönes Wetter. So ein schönes Wetter. Ich habe so ein Riesenglück. Jetzt muss ich mal so schauen, dass ich das Telefon, also ein Gimbal gerade kriege, weil so ist ja schrecklich. Okay. Da vorne sind Steine, aber das ist abgesperrt. Da wollen wir auch nicht reinrennen. So, wo trinke ich jetzt meinen Kaffee? Keine Ahnung. €2 der Kaffee, also echt günstig. Gibt's nichts zu meckern und gut ist auch. Jetzt so wie letzt bei €4 in Berchtesgaden beim Wallbad drin. Oh, Frechheit. Ich überlege bloß, wo ihr mit euch am besten hingehen könnt. Ihr habt einen schweren Rucksack mit dabei, den würde ich eigentlich gerne irgendwo hinstellen wollen. Schau mal. Schau einfach mal da runter, was hier los ist. Au, 4 Mann schon da. Hi, grüß euch, servus. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, einen Chat zu lesen, aber sobald ich da eine Stelle habe, wo ich das Telefon hinstellen kann, machen wir das. Ja, Ostsee, Atlantik, das ist ja cool. Ja, Atlantik wäre auch cool. Ja. So ein Glück mit dem Wetter. Das ist schade, da hinten Frachtcontainer, das ist ganz spannend heute gewesen. Du schaust den Horizont raus, siehst einen Frachtcontainer. Und gefühlt parken die da. Und drehst dich um, auf einmal ist er verschwunden. Fasziniert mich. Ja. 10 Uhr Vormittag, glaube ich, haben wir die Ebbe losgegangen. Ich glaube, um 10 Uhr abends, sowas kommt die Flut wieder. Ist jetzt schön. Ja, ich weiß schon. Bloß. Schau mal. Ich kann das Telefon, das Handy gerade nicht einstellen. Jetzt ist die Bank da belegt. Ja, 25 Grad. Wir haben jetzt hier 15 Grad. Hi Cayman, grüß dich, servus. Ist ja witzig, vorhin habe ich von dir noch gesprochen. Ich denke mir, schau Cayman, jetzt machen wir einen anderen Walk. Ich versuche dann das Handy zum Grad machen. Aber hier, ihr seht, ich schalte nochmal um. Also ich bin jetzt da an der Westküste von Fehmarn. Da ist der Strand noch naturbelassen. Bei den Touristenhochburgen wird der Strand komplett sauber gemacht und alles. Und das wollte ich eigentlich. Ich wollte es schon natürlich haben.
Das sind jetzt auch nicht viele Bänke. Ich bin halt schon kilometerweit gelaufen, habe Fotos gemacht. Am Anfang habe ich gedacht, oh Scheiße, da ist ja nichts zum Foto machen. So, jetzt war der Stream kurz weg. Wahrscheinlich hat es geruckelt bei euch. Also hier haben wir 5G. Aber da vorne irgendwie... Jetzt gehe ich einfach davor, schmeiße mein Zeug hin und dann mache ich das Handy gerade. Also nochmal zum Wetter. 15 Grad Wind, ist wirklich so. Also ich habe heute eine Mütze aufgesetzt. Ich bin seit 10 Uhr heute unterwegs. In der Sonne ist wirklich warm. Aber ohne Jacke brauchst du nicht rumhüpfen. So. Was ja ganz faszinierend ist, sind die Deiche. Ihr als Bayer kennt das nicht. Gut, ich war auf Sylt schon mal. Westerland, aber das ist wieder ganz was anderes. Westerland mit Sandstrand und Tourismus. So, jetzt werden wir die Sachen hier mal abstellen. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit, weil morgen um 8 Uhr geht der Zug schon wieder zurück. So. Die Sachen, jetzt schaue ich, das Handy gerade kriege. Warte jetzt mal. Das ist ja scheiße so. Ja. Und schaut besser aus, oder? Das ist nämlich eine ganz lustige Geschichte, wenn es euch wundert, wie kommt der dicke Bayer jetzt da an die nördlichste Insel da oben hin. Ich kann es euch jetzt verraten. Eine Bekannte von mir zieht von uns, von Berchtesgaden, Insel, Traunstein zurück nach Fehmarn. Die haben noch mehr Häuser, Immobilien und so weiter. Und die will da was naja, egal wo, die wird jetzt verkauft. Und jetzt haben sie gefragt, ob ich darauf fahren könnte mit dem Sprinter. Habe ich gesagt, ja klar, mache ich das, logisch. Aber ich möchte einen Tag wenigstens ein bisschen fotografieren können. Ich bin jetzt gestern 1100 Kilometer am Stück gefahren. Thüringen, was war noch dabei? Sachsen-Anhalt, da bin ich aber ganz schnell durchgefahren. Sachsen-Anhalt. Dann Havelland, Potsdam. Potsdam, das Gebiet war ja riesengroß. Dann rüber von Berlin Richtung Hamburg auf der Autobahn. Und dann so einen kleinen Schleichweg hoch, Lübeck. Und dann ja, auf die Insel. Die ist 80 Quadratkilometer groß. Ich habe eigentlich geglaubt, die wäre ein bisschen kleiner. Wollte das eigentlich alles zu Fuß machen, bis ich dann vor Ort war und habe gemerkt, ach du Scheiße. Ja, da bin ich halt mit dem Taxi hergefahren, weil meine Ferienwohnung ist genau in der Mitte von der Insel gewesen. Und mit der schweren Fotoausrüstung so weit laufen. Es ist fast störend. Also es war so eine Ruhe hier. Gibt es selten. Die Touristen sind schon alle weg. Juli, August, sowas sind die immer da. Das ist fast so wie bei uns in Berchtesgaden vom letzten Video. Wenn dann Ruhe einkehrt, die Natur erholen kann. Das ist echt toll. Was mir total aufgefallen ist, ich schalte mal. Ja, also wie gesagt 5G. Da hinten war das Internet kurz weg. Also wundert mich. Aber was mir aufgefallen ist sofort, das war, da ich von Thüringen schon raus bin, und das kenne ich gar nicht, sind die ganzen Windräder. Also wir haben bei uns im Landkreis zwei. Da stehen die an jedem Eck. Also wirklich an jedem Eck. Hat mich voll fasziniert. Der Taxifahrer hat mir eine tolle Geschichte erzählt. Sein Bruder war damals bei der Entwicklung mit dabei von den Windrädern in den 70er Jahren in der Schweiz. Verrückt. Ja, die Leute hier sehr hilfsbereit. Ja, grüß dich, servus. Das glaube ich mit dem Wind. Gell? Ich versuche ein bisschen näher ranzugehen. Vielleicht geht es ein bisschen besser. Da hinten werden Drachen steigen lassen. Was schade ist, es gibt hier keine Muscheln. Ich wollte dann Jonas und Junior Muscheln mitbringen. Gibt es hier nicht.
Was es aber gibt, jetzt habe ich den Namen vergessen, sind die Steine mit den Löchern. Nach dem alten Aberglauben von den Ostseeleute hier sollen die Glück bringen. Jo. Ich habe welche eingepackt, also mein Rucksack ist jetzt richtig schwer. Naja, auf alle Fälle wollte ich mit euch einfach einen Kaffee trinken, mit euch etwas live gehen. Wir können mal runter zum Meer gehen. Ach, ich stehe genau Gegenwind. Meine Sachen liegen hier. Die klaut keiner. Meine Ferienwohnung ist sogar unverschlossen. Das ist fast so wie bei uns. So. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen laut. Also die Brandung ist wirklich laut. Ich habe es so nicht gedacht. Der Strand ist ja kein Sandstrand, sondern steiniger. Aber ich finde das genau richtig so. Und da wird er nicht aufgeräumt. Die Sonne ist natürlich klasse, gell? Aber so lange kann ich nicht mehr bleiben. Weil morgen geht der Zug zurück. Oh. Eieiei. Also das ist die Westküste. Ich wollte extra hierher Westen, weil das Meer ein bisschen rauer ist wie auf der anderen Seite. Und man kann kilometerweit laufen. Kilometer. Ich bin dann schon kilometerweit da in die Richtung gelaufen. 1000 Fotos gemacht. Was ich nicht erwischt habe, sind Möwen. Wirklich, ich würde sie auslachen. Aber die Viecher waren so schnell. Und keine Muscheln. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache für euch? Jetzt passt auf. Das mache ich jetzt nur für euch. Ha. Ja, du, ich habe eh schon Schwierigkeiten gehabt. Weil ich bin ja zu dem Kaffeestand hingegangen und sage, hoffentlich passt der Ton. Pixelfreak. Sage ich möchte gerne ein Haferl Kaffeebüttchen. Aber die habe ich nicht verstanden. Wir haben uns dann auf eine große Tasse Kaffee geeinigt. Ja, war recht witzig. Und ja, da gibt es Fisch. So Backfischbrötchen. Hallo, Brötchen schon, gell? 5 €. Ich hätte mir sogar eins gekauft, weil Leberkäse haben sie gehabt. Also Leberkäse oder Weißwürst, nichts, gell? Das wäre ja der Renner. Stellt euch vor, die Touristen, und da gibt es Leberkäse-Semmeln. Ja. Auf alle Fälle hätte man einen Backfisch gern gekauft. Aber wenn, dann möchte ich das regional essen, weißt? Also praktisch hier gefangen und dort gegessen. Und bei so kleinen Imbissläden ist der einzige, der offen hat. War aber nicht so ganz sicher, ob der vom Aldi aus der Tiefkühltruhe kommt. Da haben wir gedacht, na, die 5 € sind jetzt zu schade. Jetzt schalte ich mal wieder um, weil mich kennt's ja. Also die Sonne knallt schon ganz schön runter jetzt. Wahnsinn. Das erste, was mir aufgefallen ist, wie ich hier war, es riecht nach Algen. Das habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren oder was gerochen am Meer. Also das, ich weiß nicht, wie man das sagt, das Algige, das Moos, nein, nicht Moos. Mehr Fisch ist auch nicht. Also das Meer riecht einfach. Und was fantastisch ist, ganz ehrlich, kein Müll, kein Müll. Zwar ist schon so viele Jahre her, dass ich am Meer war. Ich habe mir echt vorgestellt, da würden irgendwelche Plastikflaschen rumschwimmen oder abgetrennte Plastikflaschen, Schraubdinger, die was jetzt so festgehängt sind. Aber nichts, also das Meer hat da keinen Müll angespült, nichts. Ich habe das wirklich schlimm vorgestellt.
verstehe ich gar nicht. Jetzt sind die da hinten auch bald im Drachensteigen fertig. Ja, und dann bin ich aus Versehen halt so am FKK-Strand rumgehüpft. Aber da war kein FKK. Also hat es ja nichts zum Sehen gegeben. Da ist ja kein Sandstrand, gell? Naja, morgen geht's zurück. Normalerweise fährt da auch die Bahn von Fehmarn. Fehmarn, ohne R ist mir gesagt worden. Mit dem Bus nach Lübeck. Dann geht es weiter mit dem Zug nach Hamburg. Dann geht es erste Klasse runter mit dem ICE bis München. Dann weiter nach Traunstein und dann werde ich erstmal Fotos anschauen. Und ich habe so viel Videomaterial aufgenommen. Jetzt bin ich mit Berchtesgaden noch gar nicht fertig. Aber ich habe das ausnutzen müssen. Ah, da steht ja mein Kaffee noch. Also ich hoffe, der Ton passt, wirklich. Ich hoffe, der Ton passt, aber das war mein großes Ziel. Also kein Zielfoto, sondern ich wollte unbedingt von hier aus für euch streamen. Das war das, was ich eigentlich wollte, was mich eigentlich motiviert hat. Das war mein Ziel. Und jetzt stehe ich wirklich da und stream für euch. Richtig cool. Aber ich werde es mir jetzt auslachen. Ich habe einfach mein eigenes Bier mitgenommen. Gell? War ich gestern dann im Bett gelegen, wollte noch Fernsehen schauen, gut, Fernseher hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mir noch ein schönes Augustiner Bier aufgemacht. Weil auf das verlasse ich mich nicht. Im Ausland, die Jever Becksplörre da was es gibt. Oh, jetzt werde ich wieder Feinde machen. Naja, jetzt werden wir dann einen Kaffee austrinken. Da liegt da nirgends Müll. Ich kann euch das zeigen, da liegt nirgends Müll. Die Leute passen echt auch auf. Da ist alles sauber. Da ist wirklich alles sauber. Naja, Franziskaner geht noch, gell? Was wir da haben, habe ich vorhin gesehen, ein Paulaner. Aber das Paulaner Bier gibt es ja überall, gell? Das ist ja mittlerweile auch chinesisch. Jetzt werden wir einen Kaffeebecher in die Mülltonne schmeißen. Jetzt schmeiße ich den Kaffeebecher noch in den Müll. Der müsste da hinten sein. Oder warte, das machen wir anders. Jetzt passt auf. Weil ich muss nämlich dann auch zurück. Aber jetzt gehe ich nochmal runter zum Wasser für euch. Dann werde ich mich langsam wieder verabschieden. Weil es morgen richtig scheiß früh raus, dann haben wir morgen eine riesige Strecke. Also über 1000 Kilometer. Ja, ich habe leider das Handy-Mikro dran, weil ich nicht mehr so viel mitnehmen habe können. Ich habe die große Drohne mitgenommen. Ich habe gehofft, dass ich einen Spot finde, wo ich fliegen kann, aber es ist alles Naturschutzgebiet, also an der Küste komplett entlang. Oder Wasserstraße. Jetzt ist mein Gepäck alles brechend voll gewesen und habe leider kein Mikro, keine Funkstrecke dabei gehabt. Ich hoffe, der Ton ist nicht wirklich ganz so schlimm, ihr könnt es ein bisschen verstehen. So, also für euch gehe ich jetzt nochmal runter. Achso, das Wasser ist wirklich salzig. So, jetzt gehe ich nochmal runter, lasse es für euch noch ein paar Minuten wirken und dann werde ich mich Richtung Ferienwohnung aufmachen. Schauen wir mal. Sonnenuntergang werde ich nicht mehr schaffen. Aber da fehlt schon was, gell? Also der Himmel, da fehlen schon Berge.
Also danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch was. Ich melde mich wieder, wenn ich zu Hause bin. Gell? Ciao, ciao und macht's es gut. Jetzt habe ich nasse Füße. Ciao, ciao. Cayman, macht es. Macht es. Also, Servus, habe die Ehre.